Ich schaue zum Beispiel Tennis, ich schaue Basketball, ich schaue andere Sportarten an. Da gibt es die ganze Zeit schöne Höhepunkte. Bei Fußball passiert nichts. Da gibt es irgendwie 2 Tore oder 3 Tore in 90 Minuten. Das ist total langweilig. Shocking. Nämlich beim Fußball gibt es das, dass man den Orgasmus nennt. Da gibt es das eine Tor, das ist selten. Beim Tennis wird die ganze Zeit nur pornös hin und her geballert. Da gibt es ja nur Höhepunkte. Hallo zusammen, das ist Fleisch und Bossart. Wie man unschwer sehen kann, geht es heute um Fußball. Und weil der Yves und ich zwar gerne shooten, aber nicht wirklich über Shooten philosophieren, haben wir uns unseren Kollegen den Wolfram Eilenberger ins Studio geholt. Wolfram, du bist ja sogar Mitglied der deutschen Autorennationalmannschaft. Seit wann spielst du eigentlich Fußball? Ich spiele Fußball, seit ich denken kann, seit meinem 4. Lebensjahr. Und tatsächlich bin ich jetzt 45 Jahre mit diesem Spiel auf der Welt. Und es gehört nach wie vor zu dem Schönsten, was ich weiß und was ich tue. Konntest du vor 4 nicht denken? Ich weiß nicht, ich habe zumindest keine Erinnerungen daran. Und deswegen sind die schönsten und ersten Kindheitserinnerungen, wie bei vielen Menschen bei mir, tatsächlich auch mit Fußball verbunden. Nun muss man ja sagen, vielleicht schicken wir das noch vorne weg. Wir sprechen natürlich über Fußball anlässlich der WM in Katar. Diese WM in Katar, die ist unter Beschuss. Es gibt die Frage, ob man es sogar boykottieren sollte. Und über diese Frage des Boykotts zum Beispiel sprechen wir dann in einer nächsten Episode. Heute soll es jetzt mal um die Faszination des Spieles gehen. Du bist ja großer Bayern-München-Fan, was man an dieser Stelle sagen darf. Ich verstehe das nicht. Bist du auch Fan von der Mannschaft? Nein, aber es wurde jetzt auch klar, ich gucke jetzt nicht irgendwie professionell Fußball. Du bist aber Fußball-Pseudo. Du machst dann schon mit, wenn die anderen gucken. Du hast ja einen Text geschrieben, einen ganz bösen Text über den Fußball-Pseudo. Dass dass du nicht Fußball gucken willst mit jemandem, der dann daneben sitzt, nichts von Fußball versteht und dauernd kommentiert. Das bin ich. Ja. Das heißt, du und ich, wir werden nie zusammen Fußball gucken, Wolfram. Das kommt nicht gut. Ja, aber schau mal, Barbara, du hast eine private Philosophie-Lesegruppe und da kommt ein Vierter hinzu und sagt, ach, der Kant, den mag ich nicht, der hat eine blöde Frisur. Das kann man zwar sagen, aber irgendwie hat man das Gefühl, die Person ist nicht so richtig am Platz. Und das passiert beim Fußball halt oft und das zerstört die Erfahrung. Wobei man sagen muss, wie schaust du denn? Ich schaue meistens mit Freunden, mit ausgewählten Freunden, weil das für mich auch eine Erfahrung ist, die ich nicht mit jedem teilen würde. Aber das führt ja, Yves, auf dieses Mysterium des Fanseins. Man kann ja sagen, es ist eine Art simulierte Unbedingtheit. Man tut so, als ob es um alles ginge, aber man weiß, dass es nicht der Fall ist. Und wir brauchen Zonen in unserer Existenz, in der wir ganz eminent so tun, als ob. Und das Spiel ist so eine Zone. Ich kann so tun, als ob es wahnsinnig wichtig ist, ob die Schweiz gewinnt oder ob Deutschland jetzt Weltmeister wird. Aber man muss natürlich, und das machen die meisten Fans auch, das Spiel ist vorbei und man geht aus der Zone wieder raus. Insofern finde ich es einen ganz schönen Intensivierungsmodus des Daseins, zu sagen, jetzt tue ich mal so, als ob es um alles ging. Und das Spiel ist mein Anlass dafür. Aber sag mal, bist du wirklich traurig, wenn deine Mannschaft verliert? Ich meine, ist das etwas, was dich wirklich ergreift? Das kommt auf die Art des Verlierens an. Aber es gibt natürlich schon Erfahrungen, die mit zu den traurigsten meines Lebens gehören, in dem ich zumindest das Gefühl habe, dass meine Mannschaft zu Unrecht verloren hat. Und das ist auch schön, dass man lernt, dass man verlieren kann, obwohl man es nicht verdient hat. Das war jetzt zu viel. Ich merke zum Beispiel immer, ich finde ja eigentlich den Torwart, den Goalie, wie wir Schweizer sagen, finde ich eine der interessantesten Figuren, weil man ja immer weiß, dieser Moment beim Penaltyschießen, beim Elfmeterschießen, der ist ja so interessant, weil man weiß, derjenige, der spielt, der überlegt sich ja rechts oder links und der Torwart überlegt sich auch rechts oder links und man verpasst sich halt unter Umständen oder nicht. Aber es hat viel zu tun mit Zufall, weswegen ja man meistens auch den Goalie nicht ausschimpft, wenn er den Ball nicht hält und trotzdem ist aber ein Held, wenn er ihn hält. Das finde ich irgendwie total interessant. Und man sieht ja nur, und das sieht man schon am Torwart, es gibt ganz verschiedene Profile dessen, was ein Mensch können muss, um Fußball zu spielen. Man kann sogar sagen, es gibt kein inklusiveres Spiel als das Fußball. Ob man klein ist, ob er groß ist, Rechtshänder oder Linkshänder. Der Fußball bietet für jede Form der Menschlichkeit eine Position in diesem Spiel. Das heißt, es ist wirklich maximal inklusiv und zunehmend natürlich auch für Frauen. Das ist ja auch etwas, was wir beobachten, dass dieses Spiel, das ein rein männliches war, mittlerweile die gesamte weibliche Welt erobert und nicht nur in Europa, sondern in der Welt. Finde ich auch interessant, dass man im Moment ja sogar von der Herrenfußball-WM oder Männerfußball-WM spricht. Das heißt, es klingt schon mit, es gibt auch die Frauenfußball-WM oder EM oder was auch immer. Ich finde aber trotzdem, ich meine, ich habe extra hier den Pulli an der Frauennationalmannschaft. Ich finde schon, also es ist natürlich, dieser Gender-Aspekt ist absolut wichtig. Also Frauenfußball ist immer noch unglaublich marginalisiert. Die EM jetzt im Sommer, die hat man geguckt, hat man übertragen zu Spitzenzeiten, aber die meisten Meisterschaften überträgt man gar nicht oder an Randzeiten. Dann gibt es immer die Schwierigkeit, guckt euch mal die Websites an, auf allen großen Newsportalen. Fußballresultate. Zuerst kommen die Männer, dann sicher noch die Junioren, irgendwelche B-Ligas
und dann irgendwo noch die Frauen. Also das muss ich schon sagen, Frauenfußball zu gucken, das macht mir auch Spaß und ich finde, die haben, also von dem wenigen, was ich von Fußball verstehe, ist es ein sehr schöner Fußball, was die spielen. Ja, aber ich meine, das ist ein Punkt. Aber leider gilt das auch für viele andere Sportarten genauso, dass halt die Frauen einfach schlechter bezahlt werden, weniger Aufmerksamkeit. Entschuldigung, das ist viel. Ich muss sofort. Ich habe eine rote Karte. Oh, die rote Ja, Moment. Nicht zu früh die rote Karte zeigen. Das ist mir wurscht. Setzt sich unter Druck. Kollege Bossart, das ist ein ganz schlechtes Argument. Das ist so ein Whataboutism-Argument. Man sagt einfach, ja, das ist ja woanders auch so. Nein. Deswegen ist es kein Problem. Das stimmt doch überhaupt. Frau Bleisch, jetzt muss ich meine gelbe Karte zeigen. Dann müssen wir es im Fußball sofort ändern. Das ist nicht richtig. Wir wollen ja herausfinden, was spezifisch am Fußball ist im Vergleich zu relevanten anderen Sportarten. Beispielsweise Basketball, beispielsweise Handball, beispielsweise Feldhockey. Und da muss man sagen, diese strukturelle Ungleichheit herrscht in allen Sportarten. Es gibt keine NBA. Aber das heißt deswegen nicht, dass es besser Nein, ist. Ja genau. Es zeigt nur, dass es nicht spezifisch für den Fußball ist und sogar umgekehrt. Der Fußball ist in der Relevanzentwicklung des Frauenfußballs weiter als diese anderen Sportarten. Er ist eher ein Beispiel dafür, dass diese Transformation gelingen kann. Aber ihr müsst trotzdem auch zugeben, es gibt kein anderes Spiel, wo man immer über die Spielerfrauen gesprochen hat und lange nur über die Spielerfrauen. Also diese ganze MeToo-Debatte kommt jetzt im Fußball an, beispielsweise der Prozess im Moment gegen Boateng. Ich möchte nur daran erinnern, die Idee der Spielerfrauen, die gab es nicht beim Eishockey, die gab es nicht beim Handball. Also ich finde schon, es gibt dieses Machistische an diesem Fußball sehr lange, sehr dominant. Es weicht sich auf, Gott sei Dank. Schöner Pulli hier. Ja. Und ich gucke auch gerne Frauenfußball. Gucken auch viele Herren übrigens. Guckt ihr Frauenfußball? Ja, ich gucke es zunehmend. Ich finde es auch sehr schön. Es hat eine eigene Ästhetik, die man beschreiben kann im Vergleich zum Männerfußball. Aber du wirfst da einen Punkt auf, den ich sehr wichtig finde. Als globales Spiel, als Spiel dieser Welt, ist Fußball ein Spiel, das sogenannte toxische Männlichkeit verkörpert, produziert, verstärkt. Also ist man im Fußball in einem schlechten Sinne besonders männlich. Und das kann man sagen, dass sich da... Stichwort Homosexualität gilt das auf jeden Fall. Beispielsweise, es gilt auch natürlich von diesem Machismus, von der, ich bin der Held, ich kann das alles alleine machen. Aber schauen wir uns das Spiel mal genauer an. Das ist ein Spiel, das sehr demokratisch ist. Kein einzelner Spieler kann es dominieren. Und wenn wir die wirklich schönen, ästhetischen Spiele anschauen, sind das eher androgyne Wesen. Von Pelé zu Franz Beckenbauer zu David Beckham. Das sind eigentlich eher zierliche, fragile Gestalten, die gar nicht diese starke Männlichkeit haben, sondern eher androgyn in ihrer Ästhetik sind. Aber warum ist es so, dass dieses Spiel, das es ja noch nicht länger als 150 Jahre gibt, die globale Aufmerksamkeit in einer wunderschönen Form sammeln kann? Was hat das Fußballspiel, was die anderen nicht haben? Weil die Engländer erfunden haben und über die ganze Welt transportiert haben. Also Kolonialismus-These. Ich meine, wenn man reist, ich kann mich so gut erinnern an Reisen durch Afrika. Du bringst einen Ball mit und die Kinder spielen. Und du brauchst ja nicht mal ein Tor. Du kannst ja auch 2 Pullis hinlegen. Es reicht ja irgendwas, 2 Flaschen. Für meine Sportarten brauche ich immer so viel. Reiten, Tennis, Golf. Das kannst du nicht einfach so machen. Muss man sich auch leisten. Muss man sich auch kein eigenes Pferd, Herr Bossart? Ich komme mit meiner Proderausrüstung auch kaum zurecht, muss ich sagen. So, jetzt hört mal auf. Aber jetzt, das mit dem, also was ich ja auch gut finde, ist, wenn irgendwo Fußball gespielt wird, auf einem Schulhausplatz zum Beispiel, dann kann man einfach dazukommen, fragen, darf ich mitspielen? Wird sofort inkludiert, dann sind es mal auf der einen Seite 5, auf der anderen Seite 6, dann geht da einer weg, dann sind es noch 4 und so weiter. Man kann kommen und gehen. Ich mag zum Beispiel keine Spiele, wo man nicht ein- und aussteigen kann. Das macht mich immer nervös. Frau Bleisch, wir kennen natürlich auch beim Fußball die Leute, die nach 10 Minuten sagen... Frau Bleisch ist ganz gefährlich, ja? Frau Bleisch, das ist schon Sexismusverdacht. Allerliebste Barbara. Ja. Schon wieder. Wir kennen ja die Leute, die nach 5 Minuten beim Fußball sagen, ich bin durstig, ich höre auf. Mit den Leuten spielt man nicht so gern. Das sind eher Spielverderber. Das Wunderbare beim Fußball ist, dass es einen vollkommen einnimmt. Der Philosoph und Kulturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht sagt, das ist Verlorenheit in fokussierter Intensität. Wenn ich Fußball treibe, und das ist für mich das Schöne, du fragtest danach, ich denke an nichts anderes. Das ist ein mentaler Staubsauger. Man geht vollkommen auf in diesem Spiel. Sprichst du jetzt von Fußball oder von Sex? Das ist eine ganz ähnliche Erfahrung. Ich glaube tatsächlich, dass beides ähnlich sein kann. Aber was ist der Höhepunkt beim Fußball? Dass man überhaupt nichts mehr denkt. Die gibt's ja nicht. Reine Aktion. Habt ihr das nicht, das Gefühl? Ich schaue zum Beispiel Tennis, ich schaue Basketball, ich schaue andere Sportarten. Da gibt es die ganze Zeit schöne Höhepunkte. Bei Fußball passiert nichts. Dann gibt es irgendwie 2 Tore oder 3 Tore in 90 Minuten. Das ist total langweilig. Shocking.
Nämlich beim Fußball gibt es das, dass man den Orgasmus nennt. Da gibt es das eine Tor, das ist selten. Beim Tennis wird die ganze Zeit nur pornös hin und her geballert. Da gibt es ja nur Höhepunkte. Wir müssen noch über das Tippspielen sprechen. Macht ihr eigentlich Tippspiele? Das ist ja auch so ein neuer Sport. Eigentlich gibt es einen Nebengleissport bei diesen Fußballspielen, dass es dann immer so Tippspiele gibt. Gab es bei uns auf der Redaktion ja auch schon. Da macht jeder einen Einsatz von 5 Franken und irgendeiner gewinnt dann. Bitte schön, du darfst tippen. Was würdet ihr tippen? Ich tippe Katar. Hier muss man sogar, ich verstehe gar nicht, was ich alles sage. Katar gewinnt die WM. Also so krumm wie das lief, werden die jetzt auch noch ins Finale bis zum Schluss gehen. Die kaufen sich den Sieg auch gleich noch. Ja. Also es gibt einen Herzenstipp. Ich würde es der Schweiz gönnen. Ich fände das ein wahnsinnig schönes Zeichen. Die das Schweiz sagst du jetzt nur, damit du den Job in der Schweiz hast. Natürlich, ich weiß ja, wo ich meine Nahrung bekomme. Aber wenn ich jetzt einen Expertentipp geben müsste, würde ich sagen, und das tut mir sehr weh, ich glaube, wir werden wieder mit Spanien zu rechnen haben, der roten Bestie. Die wird uns in Langeweile die rote zur Bestie WM schießen. Ja. Okay. Naja, ich würde jetzt auch die Schweiz hinschreiben, so im Sinne von magisches Denken. Gucken wir zusammen das Finale. Das kommt nicht gut, Wolfgang, das haben wir schon rausgefunden. Was heißt das? Ich sehe, dass du schon weiter fortgeschritten bist. Jetzt mit ihm darf man nicht gucken. Ja. Genau, das haben wir jetzt gelernt. Also, sagt man da Hopschwitz oder was sagt man da? Hops, hast du gesagt. Hopschwitz, mache ich Abpfiff? Ja, jetzt machst du Abpfiff. Zweimal. Also, eine schöne WM wünsche ich euch. Ja, gleichfalls. Ja, und wie habt ihr? Sind ihr Fußballfans oder Fußballmuffel? Wir sind gespannt, schreibt unsere Kommentare. Und wenn ihr mehr noch zum Thema hören, wir haben ein Gespräch geführt mit Dominique Gysin über Leistungssport und unsere Kollegin Olivia Röllin von der Religion hat mit dem Lilian Thuram über Fußball geredet. Und wenn ihr mehr von Bleisch und Bossart, dann abonniert doch den Kanal. Danke.